Mal ganz kurz komplett raus, dann wieder rein in dieses Heim. Aerodactyl! Später am Geben später, wenn ihr eben noch Vorstecke habt. Ich meine, klar, ich könnte ihn irgendwie Prähidomi nennen, aber wäre ein bisschen. Klingt ein bisschen saudoof. Also, dann ab auf die Box mit euch. Mal angucken. Kabuto. Oh. Gesteinwasser. Widerspruch in sich selbst. Gesteinflug. Alter, ist er schnell. So, dann mal gucken, Leute. Wen nehme ich jetzt mit hier für das Abenteuer? Ich würde eigentlich gerne wieder mal Kai ablegen. Also generell eher so eine Feuerinsel und da glaube ich, dass er eher weniger, naja, geeignet ist. Alex, Chaos, haben wir schon lange nicht mehr trainiert. Tim zum Leveln, genau. Benny, weil Feuer. Feuer gegen Feuer. Xion ist klar, hat hier vollen Wasservorteil. Also erstmal, ja, dass jetzt Robert an erster Stelle war, nachher, ja, Tim doch, komm. Ne, zuerst Tim war Level besser. Und Pikachu unten. Ein Lava-Evoli und ein Astronauten-Evoli. Ja, wieso nicht, wa? Kann man eigentlich schon rein? Eben, die Tür ist verschlossen. Er hat's reingesperrt! Der Inlandsnoberinsel ist ein seltsamer Mann. Er lebt hier seit Jahren. Okay. Die Stadt brennender Leidenschaft. Ja, schön für euch. Erstmal speichern nochmal. Oh, wir haben 50 Pokémon. 50 Pokémon, ja, das sind wirklich viel. Nö. Ja, den Schutz vergessen. Radfratz! Radfratz! Ja gut, hier müsste theoretisch noch ein Ding geben. Magma und so weiter. Aber da können wir uns später noch Gedanken darüber machen, wenn es ums effektive Fangen und so weiter geht. Genauso ähnlich wie da mit dem Kraftwerk für Zapdos und so, kann nachher später. Jetzt hat die Story erstmal Priorität. Okay, kommen wir hier schon mal irgendwo durch. Hä? Okay, die wilden Pokémon hier sind sehr stark. Ach du Scheinkleister. Vulkano habe ich ja schon, wa? Oh mein Gott, weil Nachtara gibt es ja schon. Ernsthaft Chaos? Ja gut, warum nicht? Ein Flugzeil, du. Wer würde das nicht tun? Ach, das wäre der Quatsch. Ja, erinnere mich wieder. Da unten ging gerade die Tür auf. Ich glaube, dafür ging die jetzt zu, wa? Ach ja. Der Ort der vielen Türen. Der vielen Schalter vor allem. Naja. Astronauten-Evoli. Pokémon in Space! So wie bei Anno 2205, wa?
Alles im Weltall. Für die Stahlentwicklung. Ein Stahl-Evoli müsste eigentlich ein Gestein-Evoli geben, so theoretisch gesehen. Da kann man durchaus vorstellen, dass am Schluss wirklich, wenn alle Generationen durch sind und sich Game Freak, bzw. Nintendo sagt, jo, jetzt reicht's aber mit Pokémon, dass noch eine letzte Generation raushauen mit allen restlichen Evoli-Entwicklungen. Können wir durchaus vorstellen. Was ein Mondschieß, wenn das überlebt, dann hast du eins, oh Gott. Noch nicht. Du. Ein kleiner Dieb! Ein Stahlwulli. Mhm. Voller Stahlwolle, oder was? Jetzt schickt er noch Glutex in den Kampf. Und ich hab den Psystrahl. Es reicht aber nicht ganz. Oh, ein Schlitzer, der kann gefährlich sein. Jo, volltreffermäßig gefährlich. Ich genieße mich erstmal. Stamm Feuerstein war. Nee, glaube ich eher weniger. Vielleicht ein Licht-Evoli, wenn es in die Sonne schießt. Nein, ist nachher Sunwolli. Oder Sunny. Ein Magmara, oh Gott. Level 40 Radikale. Rati. Du. 39, yo Mann, du. Der Schalter wohl für hier unten war. Da ist ein Balkon mit dem ewigen blauen Nichts, wie man sieht. Oh Mann. Ja, ich muss zugeben, ich hatte den Ort damals ein bisschen gehasst hier. War nicht unbedingt mein erster, ja. Gibt's ja schon, ja. Mein erster Wunschort. Übrigens, wenn wir schon bei Sonne und Mond sind, eben dieses mondlegendäre Pokémon sieht ja schon so aus eine riesige Fledermaus. Fledermaus, wissen wir seit erster Generation mit Super Golbat, ist ja Gift-Pokémon, also könnte es auch ein Gift-Evoli geben. Echt so eine Art, ja gut, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Ein giftiges Evoli, was wie so ein, ja, wie so eine Fledermaus aussieht. Wir nennen das neu entdeckte Pokémon Mew. 10. Juli, wir nennen das neu entdeckte Pokémon Mew. Okay, am 10. Juli war das. Da nannten sie es Mew. Jetzt kann ich oben nicht durch. Und wieder ein Ratti. Ein Poisoli. Oh Mann. Jo, es wird nicht besser. Oh, Rattenkarl, servus. So, wie gewohnt gehen wir zum Pikachu. Pikachu, die Nummer 2 für mich.
5. Juli, der Dschungel ist Niemandsland. Wir haben im tiefen Dschungel ein völlig neues Pokémon gefunden. Übrigens, ein Dschungel. Der Dschungel im Niemandsland. Den Ort gibt es bisher noch in keiner Edition. Wir wissen ja, 7. Generation, Sonne, Mond, ist ein Aloha. Aber es ist ziemlich klein. Es kann also durchaus sein, dass man da noch in eine weitere Region reisen kann. Und warum nicht ins Niemandsland mit Dschungelregion und so weiter? Das würde dann zumindest erklären, wieso man in der Lage ist, also Lage ist, ja, das ist mal ein versteckter Hinweis, wegen ja, Tausch von ES-Generation zur 7. Generation. Haben dort irgendwie Mew fangen kann im Niemandsland. Also, vielleicht nicht unbedingt fangen, aber man irgendwie einen Anhaltspunkt dafür findet. Gleich schon Level 40 sind, ey. Diese Pokémon hier sind so krass. Ja, das ist leider auch nix. Wer würde es nicht tun? Jeder mit ein bisschen Verstand vielleicht? Zumindest ein ganz bisschen Verstand würde es vielleicht nicht unbedingt im ersten Mal schon tun. Der Schutz wirkt wieder mal nicht. Das Radfahren ist hier verboten im Haus. Ja, ist gut. Und das Eisen für Pikachu, da steigt die Verteidigung des Pikachu. So, muss ich den Schalter drücken, geht gar nicht anders. Immer das Gleiche. Wer würde es nicht tun? Wer würde es nicht tun? So, hier falle ich runter. Ratti! Ja, Ratti! Tim! Ruckzuckhieb! Natürlich! Und das Vieh für eine Power! So, Trank gibt's keinen, kann sich selber heilen. Mein Mentor lebte einst hier! Also Minecraft würde es nicht tun, ich würde es nicht tun. Einfach mal so, Just aus Fun würde ich sagen, einfach mal nicht tun. Nein, ich tue es nicht! Und ihr könnt mich nicht zwingen! Ein bisschen übertrieben, wa? Magneton, nur Elektro, kein Stahl. Und noch ein Voltoball und der Tim wird stärker. Sehr schön, und der Forscher ist platt. Was jetzt hier schon wieder? Es gab irgendwie so versteckte Andeutungen. Das ist mal interessant gewesen. Pikachu will mich nicht vorbeilassen und plötzlich greift ein Radfratz an. Radfratz, Radfratz. Hier gibt's ja nichts. Oder gibt es mit dem Detektor vielleicht etwas? Dann vielleicht mal hier runterfallen lassen. Hui! Unterhaltung mit anderen, ja.
Du Chaos meines unterschiedlich. Die einen wollen vielleicht gerade das nicht haben, dass man halt mit anderen quasi interagieren kann, also echt mit Freunden und so weiter. Dann einfach sich denkt, nö, ich will einfach nur in meine Fantasiewelt abtauchen, fertig. Wiederum andere wie du, die wollen halt ein bisschen von beidem. Also ja, ist halt unterschiedlich. Oh, ein Smogmog, eigentlich noch ein bisschen Typenvorteil. Smogmog, Smog! Smogmog! Level 40 für Tim. Und der Forscher ist down. Du. So, Tim fertig trainiert fürs Erste. Xion kommt erst in der Arena vermutlich dran. Das heißt erstmal wieder Robert. Carbon! Waschmaschinen leben länger mit Carbon. Wenn ich auch immer ständig war. Jedes Mal aufs Neue. Ah, Nase juckt. Nase, hör auf zu jucken. Schluss, aus. Fass? Nee. Keine Fass auf Mass machen. Genau, da waren wir. Scheiße. Ich wusste es noch so ein bisschen im Hinterkopf, wusste ich noch, Moment mal, geht das nicht irgendwie raus? Ja. Der war ziemlich fies, da gab es noch eine Treppe nach unten. Ich glaube, das ist sowieso die Engtreppe, war? Eine Engtreppe. Irgendeine andere Treppe? Nö. Okay. Slimer! Du bist ein Schleimer! Nö, ich bin Robert! Okay, Robert! Ich Trottel hatte Erdbeben, Mann! Viel schneller beenden können. Okay, da geht es dann also nach unten nachher. Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn ich jetzt hier nochmal ein Stockwerk hochgehe? Hier war noch nicht. Okay, da greife ich erst, wenn ich ihn anquatsche, WTF. Ein wunderschönes Vulnona! Robert! Bin auch wunderschön. Das ist Vulnona wohl anderer Meinung. Vulnona sagt sich direkt, nö, du bist nicht schön, weg mit dir, du bist eine Beleidigung für meinen Anblick und tschüss, Mann. Robert sich einfach nur so, pff, mir doch scheißegal. Ah ja! Mein Partner, der ist ein Stockwerk weiter unten, der ist bereits down. Tut mir leid, ging nicht anders. Er hat mich genervt. 6. Februar. Mew hat ein Junges geboren. Wir haben es Mewtwo genannt. Ich glaube, das ist eine Anspielung auf den Manga, weil im Manga war es echt so. Weil wir wissen ja aus dem Film, also Pokémon 1, der Film, da war das ein bisschen anders. Da haben ja Team Rocket hat da Mewtwo aus Mew gezüchtet und so weiter und so fort. Ich wollte gerade sagen, Chaos, also ich wollte gerade zwei Sachen sagen. Zum einen, übrigens, guck mal auf die Uhr und dann sage ich gerade, oh, ist ja bereits nach 10 Uhr. Dann hat er mir so, Moment mal, ist ja YouTube, kannst du solche Sprüche bringen? Und dann du so, dein Ego, okay. Und ich mir so, naja, okay. Lass ich mal so gelten. War das jetzt da mit dem Dieb, war? Ja, sieht so aus, gut. Nehmen wir runter. Oder auch nicht. 43! Geht's eigentlich noch stärker oder was? Oh, Überzahn. Oh, der wird wehtun. Ist ausgewichen, ja, man merkt's. Das muss ich eigentlich fast fangen, wa? So stark wie das ist.
Captain Ratte. Wegen Überschwimmen heute, das kann es in Flüssen jagen. Wenn sie hat keinen Spitznamen geben, nö, noch nicht. Da müsste eigentlich Typus Wasser haben, wa? Naja. Vielleicht später ein Spitzname. So. Hier wollte ich hin, hier ist sowieso ein bisschen gefährlich, Freunde. Weil hier irgendwo gibt es eine Situation, wenn ich da abspeichere, nach einem Neustart des Spiels, kann es sein, dass ich nicht mehr rauskomme. Also gar nicht mehr, wo das war. Was? Welches Geräusch hörst du, wenn eine Ziege, eine Trommel und eine Schlange den Berg runterstürzen? Ja, vermutlich. Mäh. Was soll ich sonst hören? Hä? Hat der vorhin auch schon offen? Badumts. Oh. Ja. Aber warum in 3 Gottes Namen höre ich ein Ba? Wegen der Ziege. Die macht doch eher Mäh. Und nicht Ba. Die kommt nicht aus Bali. Hahaha. Das Vieh ist echt stark, hey. »101 Angriff!« Och Menno, ja, dann Schutz noch drauf. Ah, bäh. Ja. Da höre ich auch Badums. Energiefokus und ich erhole mich erstmal. Robert schläft. Robert, bist du noch da? Oder schläfst du schon? Robert. Du. Die Verteidigung sinkt. Du. Wow. Fast klein gekriegt. Meinst du, dass ich mich hier einsperren würde?